Ach, Freunde, ich bewundere gerade unser frisch gefertigtes Master-Schwert. Seht nur, wie schön es im Sonnenlicht glänzt. Ja, zugegeben, es ist noch nicht das perfekte Master-Schwert, aber wir haben das Master-Schwert. Mein Lieblingsschwert in allen Zelda-Teilen, aber egal. Und jetzt, Leute, sind wir auf dem Weg. Wohin? Na, natürlich zum Siegelhain, um endlich Zelda wieder aufzusuchen. Und vermutlich auch noch weiteres Mal gegen den Verbannten anzutreten. Tja, Leute, der letzte Part hatte es ja von Action her auch ganz schön in sich mit dem Kampf gegen Girahim und dem Erhalt des Master-Schwerts. Und dann noch ein paar Upgrades hier und da und was weiß ich noch alles. Und jetzt also sind wir auf dem Weg, das Ganze langsam aber sicher zu beenden. Auf geht's zum Siegelhain. Und landen wir direkt drin? Ich schätze schon, oder? Oh, nee, doch nicht. Okay. Wohin soll ich jetzt am besten gehen? Eigentlich zum Siegelhain oder Hintereingang? Obwohl, Moment mal. Wenn wir jetzt schon wählen können, dann könnte ich doch direkt auch zum Hintereingang gehen. Genau, weil hier gibt es doch ein paar Vögel und wir brauchen noch eine blaue Vogelfeder. Das ist doch gerade perfekt. Ich sagte blaue Vogelfeder, nicht blauer Bocklins. Die haben mich noch nicht bemerkt. Wie blöd seid ihr eigentlich? Wollen wir mal sehen, wie stark das Teil ist? Steht eigentlich noch auf. Ne, der steht nicht mehr auf. Der steht nicht mehr auf. Und der gleich auch nicht mehr. Ja, so schnell kann's gehen. Schmuckschädel. Den Screen wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Dululu. Tja. Vögel gibt es ja offenbar keine. Die wurden von den Bocklings vertrieben. Vielen Dank auch hier. Ah, sieh's. Moment mal. Ist da oben etwa Morsega? Was machen der hier oben? Und vor allem schon wieder. Ich habe meinen Stuhl auf ein paar neue Dokumente gestohlen. Will ich davon erzählen? Na, versuch's mal. Ein liegender Pfeil. Gibt's eine von denen, die weit entfernte Ziele treffen wollen? Wer kann ich schon nicht in Erfahrung bringen? Wirst du vielleicht schlau daraus? Hier ist eine Wand der Göttin. Ne, das kann nicht sein, oder? Das kann doch nicht so einfach sein. Einen liegenden Pfeil zu zeichnen. Okay. Ja, versuch's mal. Naja, ungefähr ein Pfeil war. Oh, hat geklappt. Oh, ich glaube, ein Stein pfeift. Ich dachte, ein Schwein pfeift. Das sind also Pfeile, mit denen man weit entferntes treffen kann. Genau, das sind sie. Als Dank für deine Hilfe meiner Forschung gebe ich dir das hier. Was jetzt? Ein Herzteil, ich werd irre. Leute, wir haben 17 Herzen komplett, ich werd irre. Könnt ihr mal bei ihm vorbeigehen, sehr schön. Nee, oder? Tatsächlich. Das heißt, uns fehlen noch, Moment mal, wir haben noch 2 Lebenskraftmedaillen, das heißt, es gäbe 19. Aber ein Herzteil kriegen wir noch von Terry, also gibt es wirklich noch 4 Herzteile. Also keinen Herzcontainer mehr. Okay, Leute, ich glaube, das Spiel ist schon so gut wie vorbei. Lange kann es also nicht mehr dauern. Und hier sind wir auch schon bei der alten... Wer ist es überhaupt? Schicke Frau, wa? Hier haben wir Bardo. Du bist ein Mann. Ich weiß es gar nicht, hey. Oh, Moment mal. Das schwarze Gewand. Kennen wir das nicht von irgendwo her? Okay, die Frisur kennen wir überhaupt nicht. Das kann ich garantieren. Fast vergessen, hier drüben hat es doch noch so ein Loch, in das ich offenbar nicht rein kann. Okay, ich dachte jetzt so wie eigentlich die Grabmauer. Oh, verdammt. Ja, jetzt wenn wir die Mogma klauen hätten, können wir da rein. Da fällt mir gerade ein, ich hätte es ja in dem Wolkenhaut auch mal versuchen können. Na, okay. Will wohl nicht so sein. Der Wand ist auch noch nicht ausgebrochen. Was sagst du dazu? Das Schwert. Es trägt die 3 Flammen in sich. Gut gemacht, Michael. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Und Bart im Hintergrund flecht sich erstmal wieder seine Haare. Richtigen Spitz zusammen. Michael, das Zeitportal. Diese Kraft. Dein Schwert wird durch die Force gestärkt. Wieso Force? Wenn man den Begriff Force, den kennen wir doch noch in dieser Form aus dem Minish Cap, oder nicht? Na egal. Gehen wir in die Vergangenheit, Freunde! Oh, natürlich, immer wenn es am schönsten ist. Bei der Göttin, das Siegel wurde erneut gebrochen. Was du nicht sagst. Er ist erwacht. Ja, natürlich eher, wer sonst. Sie?
Ganz genau. Jetzt kommt wieder die epische Muhuke. Du musst dich ein bisschen weiter mal verbannen. Ja, endlich. Wieso? Ich kann es ausprobieren. Deswegen kann dieses Vieh nicht anstinken. Ha! Quatsch ruhig noch ein bisschen. Ich gehe schon mal vor. Bardo, was hast du vor? Ach ja, stimmt, der hat noch irgendwas gebaut, wa? Ja, da bin ich mal gespannt. Boah, das Tor aufgestoßen. Mir ist zum Glück nichts aufgestoßen. Das heißt, wir können ganz gemütlich dem Verband gegenübertreten. Hey, Michael! Was ist denn jetzt los? Wer ist denn da oben? Sieht das an, dass man noch mächtig ist. Was? Der hat eine Riesenbombe im Gepäck. Alter Scheiße. Mir hat ganz schön ins Zeug gelegt. Schau gut hin. Ja, dann mach mal was damit. Selbst ganz begeistert von mir. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel so begabt bin. Jetzt kann man das Kapitol in Stellung bringen und ihm können ordentliche Laden verpassen. Mit so ein paar Bomben sollen wir selbst einen Close-Win für kurze Zeit aus Gefecht setzen können. Ja, denke ich auch. Aber ein wenig zu früh kommt mir schon. Wieso? Ich muss noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um eben dieses Teil hier bewegen zu können. Kapiert? Ja. Heißt für uns, wir müssen ihn wieder ohne Hilfe aufhalten. Keine Impa, keine Zelda, zum Glück auch kein Gibrahim. Also, Verbannter, ich fordere dich raus. Zeige dich, du altes Scheißerle. Und da ist er. Genauso hässlich wie jemals zuvor. Nee, noch hässlicher. Er hat Arme. Der Verbannte hat Arme. Der Verbannte. Der müsste eigentlich stehen. Der Verbannte mit Armen, wohlgemerkt. Und zwei Riesenwangen. Okay, machen wir wieder mal platt. Was ist das? Diesmal sind die Hände gewachsen, was du nicht sagst. Die perfekte Gelegenheit, die meine Erfindung zu demonstrieren. Ich behalte alles vor und gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Ja, Leute, und weiter geht's. Oh. Senslos, Fei. Fei kann ich nicht brauchen. Ich weiß, ich stehe dem Verband gegenüber und nicht zum ersten Mal wieder reizt. Oh, und er hat immer seine alten dämlichen Tricks drauf. Ein neuer dämlichen Tricks ist ja immer was anderes, wa? Oh! Wie hat er mich jetzt noch getroffen? Nee, oder? Der will jetzt allen Ernstes da hochklettern. Bart, du hast vielleicht was? Ja, mein Katapult ist bereit. Wenn das Vieh die Wände hochklettern will, können wir ihn damit einen Laden verpassen. Wenn du eine Hilfe brauchst, dann drücken wir einen Durchdrücken von oben. Mal. Okay, er ist da. So, jetzt bin ich dran. Welches Katapult mit Hilfe des 3D-Joysticks. Alles klar und alles klar. Nicht sicher, Brücke 2 nachzusehen. Voll in die Fresse. Oh. Lass die Griffe los. Nur für das, mein kleines Spielzeug. Dann machst du irgendwas. Ich steck mal das nächste Geschirr da. Jetzt haben wir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Das war's. Er fällt wieder. Wie ein Stein. Mann. Oh, der versperrt wieder mal den Weg. Das ist natürlich ganz toll. Aber kein Problem für uns. Nummer 1 ist dabei. Yo! Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Raus damit, Mann. Ja, finde ich allerdings auch. Und natürlich die Griffel auch. Du bist du bereit? Ja, weißt du was, ich warte noch ein bisschen. Ich sag mal was anderes, und zwar die Pfeile. Oh, die funktionieren ja auch cool. Ist das Geile. Ja, Bart, ich weiß, du wärst bereit, aber ich will noch warten, bis der Teil wieder versucht hochzuklettern. Gut, jetzt bin ich vor ihm. Das ist ganz gut. Wow. Und der ab. Ich will mich abdrängen, hey. Oh, ich war doch schon weg, ey. Gut, mit dem Fuß kommt nicht mehr so schnell voran.
Und wieder seine alte Scheiße durchziehen. Ich will da hoch, Mann. Du kommst nicht rein, du kommst nicht rein. Bardo, it's Showtime. Oh, voll auf das Siegel. Das muss ja wehtun. Ah, hier ist's. Wir können sich wieder bewegen. Oh, das ging aber schnell, ey. Das war nix mit bewegen, hey. Du bleibst hier unten. Scheiße. Toll, wie komme ich jetzt da durch? Oh, du dämlicher Verbannter. Ah, okay, hier geht's. Und einmal, zweimal, noch das dritte Mal. Und wir wissen ja alle, aller guten Dinge sind drei. Ah, Bardo kannst du ihn jetzt auch schon aufhalten. Und. Voll auf die Fresse. Gut gemacht, Alter. Und er ist noch sehr weit weg vom Tempel. Das ist sehr gut. Weil ich habe keinen Bock, dass der da hochkommt. Ich will gar nicht wissen, was passiert. Obwohl, doch, ich weiß ja eigentlich. Ja, Freunde, denn als ich das Ganze das erste Mal gemacht habe mit dem... Oh, das ist ganz schön schnell, ey. Ja, wie gesagt, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich das auf dem zweiten Spielstand nochmal gemacht. Beim ersten Mal. Und da habe ich festgestellt, dass der, wenn er oben ist, etwas ganz Seltsames macht. Und zwar zerstört er den Tempel. Cool, wa? Und was passiert, wenn wir versagen? Also dadurch versagen, ganz genau. Es kommt der Game Over Screen. Ja, aber doch weißt, wow. War das ein Bildgetränke? Okay, nur einen Versuch, einen Platz zu machen. Das heißt ein C. Ein bösen C, weil sonst... Was ist da oben? Gut. Dann hätten wir es. Der wäre auch down. Jetzt werden noch die Vordergriffel. Ganz schön schnell, wa? Weißt du was? Bardo hat recht, ist mir langsam so gefährlich. Ich stoppe ihn mal eine Runde. Wo bin ich überhaupt gerade? Sind doch gar nicht. Wow! Gut, das wäre erledigt. Oh! Bardo, du hast noch mal eins, weil sonst. Oh, Leute! Um mich mache ich mir keine Sorgen, ich habe noch genug Energie. Mach mir Sorgen im Tempel. Mann! Ich sehe gar nichts mehr! Jetzt ist scheiße, jetzt ist definitiv scheiße. Oh, das war's und ich hoffe das letzte Mal, Freunde. Ich habe zwar so in Maßen beim ersten Mal noch schwer in Erinnerung, aber das war auch nicht gerade übel. Ey Mann, eben das war gerade übel. Komm schon, Link, komm schon. Ja, darf nicht aufwachen, bevor du oben bist. Zweimal und dreimal. Das war's. Gott sei Dank. Weil das wäre sonst echt übel gewesen. Nein. Oh, meine Wii-Fernbedienung spielt gerade komplett verrückt. Die ist dermaßen vibrieren, hey. Kein Wunder, dass so viele Frauen eine Wii kaufen. Okay, der war jetzt völlig unpassend. Aber irgendwie hat es was, oder? Puh. Ein zweites Mal besiegen, ich hoffe. Doch echt, dass es das letzte Mal war. Oh, müssen wir wieder mal das Siegel aktivieren? Was sagst du dazu? Chica, Dame, Mann, was auch immer du bist. Los, Michael. Lingenstein auf den Siegelstein, will. Was, Siegel? Ah, Siegelstein. Siegelstein. Hab ganz schön Herzen gelassen. Ey. Alter Scheiße. Hier, nimm die Macht des Himmelhiebs. Das Böse versiegeln, wie du wünschst, Gebieter. Ich muss heute mal... Yeah!
Dieses Mal ist es ein Vierfach-Siegel, nicht wie beim letzten Mal nur ein Dreieck. Na, kapiert? 4 Striche statt 3. Diesmal bleibst du hier. Kapiert? Ein weiteres Mal ist er versiegelt. Geil, Mann! Hey, guck mal, Michael, aber ohne mich hättest du es sicher nicht geschafft. Oh, da kannst du einen lassen, ey. Jetzt lass uns endlich das Zeitportal öffnen. Ich warte schon noch vor der Tür. Bist du ganz heiß drauf, wa? Hey, ich bin irgendwie low of energy. Hat es hier nur noch Herzen, die ich vergessen habe? Weil das wäre nicht so übel. Ich schätze mal, ich kann nicht mehr so schnell zu einem Herzteil. Obwohl, Moment mal. Drinnen hat es doch einen Stuhl, auf dem ich kurz ausruhen kann. Wow. Bin ich schon oben? Noch nicht ganz. Aber es fehlt nicht mehr viel. Oh, Freunde, das war vielleicht ein Fight-Tape. Puh. Ja, gar nicht mal so übel. Ich muss zwar sagen, also zugeben, beim ersten Mal hatte ich glaube mehr Probleme, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ist dann so lange her. Jetzt zum zweiten Mal war er auch nicht schlecht drauf. Aber gut, öffnen wir wieder mal das Siegelhain und betreten das Zeitportal. Du hast ihn wieder in sein Gefängnis versiegelt. Jo, das habe ich. Michael. Mit Bardos Hilfe. Ihr werdet zusammen. Hä, lass gut sein, Mütterchen. Ist doch eine Frau? Okay. Also doch eine schicke Frau. Es ist Zeit, dass wir über dieses Ungeheuer reden, Michael. Es ist die Verkörperung des Bösen. Wenn du das Zeitportal öffnest, wirst du die Wahrheit erkennen. Das Biest wird wieder und wieder das Siegel brechen, um freizukommen. Wir müssen seinen Ursprung zerstören, sonst wird es uns immer wieder heimsuchen. Konzentriere die Forsen an den Schweren und richten Himmelstrahl auf das Zeitportal. Spricht der Bardo zu uns? Das meinst du doch, Mütterchen. Ja, geh jetzt, Michael. Nee, noch nicht ganz. Ich würde gerne zuerst absitzen. Das muss auch mal sein. Was ist jetzt los? Wen habe ich jetzt gerade? Ah, das war vermutlich die alte Schika-Braut, die das Gefühl hat, wir würden hier einen ablassen. Wäre auch gut möglich, aber nö, machen wir nicht. Das Licht ist auch wieder weg. Seltsam. Pfeile? Keine Pfeile in unserem Master-Schwert? Ist ja ein Insekt davon. Was ist denn das für eins? Das will ich mir doch mal ein bisschen näher angucken. Oh, Hüpfgrille. Hey, bleibst du hier? Komm schon. Ich bin immer ein bisschen gefangenen Käfer. Haha, ich habe ihn gefangen. Du hast einen Pyrohüpfer gefangen. Die komplette Vegetation. Erinnere mich ein bisschen an die... Ah, Moment, wie viel waren es? Die 7 Plagen oder die 10? Da damals noch bei Ägypten und was weiß ich noch alles. Egal. Ich kann noch kurz abspeichern. Ja. Why not? Das heißt zwar immer Safety First, aber dieses Mal wäre es eigentlich nicht nötig. Egal. Was sagt die Zeit? Gut, wir haben noch etwas. Betreten wir also das Zeitportal, Freunde. Bäm. Oder zumindest öffnen wir es mal. Wow. Was zum Henker? Tetris? Das ist ein seltsames Zeitportal. Kann ich aber verdammt nochmal an Tetris, ey. Alter Scholli. Ja, also wieder mal die Güte, dich zusammenzusetzen. Alles muss passen in die Reihe, sonst kriegst du keine Punkte. Ja, ich kenne das Prinzip. Sieht es aus? Aber bitte, sieht aus wie das andere Zeitportal im Tempel der Zeit. Obwohl, da fehlt noch einiges. Zeichen der Göttinnen plus das Triforce. Ah, doch, da ist es ja. Wow, das Zeitportal ist offen, Leute.
Nicht übel, wa? Das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Michael. Habe ich eigentlich auch nicht vor. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich habe das Gefühl, das wird längere Cutscene dort werden. Und deshalb beende ich doch schon jetzt den Part. Ja, ich weiß, ein bisschen fies. Aber manchmal muss man ein bisschen fies sein. Also, bis zum nächsten Mal bei Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen.